Grüß euch miteinander und herzlich willkommen beim Jungfrau-Zeitung Panorama aus Bern. Heute geht es unter anderem auf Grindelwald. Nach einem Jahr Pause ist die Velogemmel-Weltmeisterschaft auf der Buissalp wieder zurück. Und die Lage entspannt sich langsam, das sagt der Präsident von Hotellerie Suisse Berner Oberland. Jetzt aber zuerst noch eine kompakte Zusammenfassung von aktuellen News aus der Region. Hohe Lawinengefahr bei perfektem Wintersportwetter. In der Nacht auf den Montag hat es in den Schweizer Bergen teilweise starken Schneefall gegeben. Gebietsweise ist die Lawinengefahr auf die Stufe gross angestiegen. Allerdings kann in den nächsten Tagen mit perfektem Wintersportwetter gerechnet werden. Todesfall in Niederwangen. U-Haft für Tatverdächtige angeordnet. Nach dem Tod eines Mädchens in Niederwangen befindet sich eine 30-jährige Bernerin in Untersuchungshaft. Das Zwangsmassnahmengericht hat den Antrag vor der Staatsanwaltschaft stattgegeben und eine 2-monatige U-Haft angeordnet. Olympische Winterspiele 2022. Der Beat Feuz holt Gold. Der Schangnauer gewinnt hauchdünn vor dem Franzosen Johan Claret und dem Österreicher Matthias Mayr und krönt damit seine herausragende Karriere mit einem Abfahrts-Olympiasieg. Er ist ein Grindelwaldner Original, der Velogemmel. Seit über 100 Jahren gehört das Gefährt zum Ortsbild vom Eigerdorf. Und nach einem Jahr Pause ist jetzt die Velogemmel-Weltmeisterschaft wieder zurück. Wir haben bei diesem spannenden Event auf der Buissalp vorbeigeschaut. Ja, das Gerät ist 1911 ist das gebaut worden und patentiert worden. Und seither ist das noch eine grosse Tradition hier. Es war sehr nützlich früher, wenn man noch weniger Auto hatten und Jeep etc. Bauern haben es gebraucht, Bösteler vor allem haben es gebraucht. Aber auch die mussten Brot vertragen und auch auf die Arbeit haben müssen, ist das natürlich sehr, sehr nützlich gewesen. Und es ging noch heute noch eine grosse Tradition, auch noch dank, dass wir seit vielen Jahren Velogemmel-Rennen organisieren und seit 25 Jahren jetzt eine WM organisieren, bleibt das im Dorf für Gäste und Einheimische. Steil, hopp, 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 hopp. Welche Nummer hat sie? Wir werden es sehen. Nummer 5 ist im Ziel. Super! Wir haben Stand heute Morgen haben wir 104 angemeldete Teilnehmer gehabt, und wir hatten jetzt noch Nachmeldungen gehabt, und jetzt sind total 130 Teilnehmer, die starten. Es hat von den Hobbygemmler bis zu den ambitionierten Gemmler eigentlich alles dabei. Du hast gerade die Piste bestritten mit dem Velogemmel. Wie war es? Sehr schnell. Wir mussten schauen, wo man fahren tut. Die Piste war nicht überall gleich schnell. Also von dort her haben wir gut aufpassen. Uns ist noch nicht ausgefahren, weil ich vorne war. Okay. Das ist ein riesen Vorteil, ja. Und schon ein paar Mal mitgemacht? Nein, vor 2 Jahren das erste Mal mitgemacht. Das ist das zweite Mal jetzt. Ja. Und vielleicht so Tipps für jemanden, der das erste Mal auf einem Velogemmel hockt. Was muss man da beachten? Also wenn man Gemmel nimmt, dann sollte man sicher einmal schauen, dass man eine gute Balance hat, oder? Das ist ja klar, wie auf dem Velo. Und dass man die Beine meistens eben oben hat und nicht bremsen tut. Wenn man in eine Rechtskurve geht, dann hat man das linke Bein oben und das rechte Bein unten. Umgekehrt natürlich auch in einer Linkskurve. Das Bein unten und das rechte da oben. So, ja. Also das ist schon ein bisschen Übungssache? Ja, man muss schon ein bisschen üben, ja, klar. Also so einfach ist es nicht. Das gehört einfach zum Grindelwald. Schon vom Gerät her. Velogemmel gibt es ja nur hier. Und so ein Rennen, wir haben es auch dort oft natürlich Weltmeisterschaft, weil wir auch hier und da ein paar Fremde haben drunter gehabt und so haben wir den Titel gerechtfertigen. Ein anderer Grindelwaldner, den viele sicher auch kennen, ist der Stefan Grossniklaus. Er ist der Präsident von Hotellerie Suisse Berner Oberland. Vor wenigen Wochen hat er sich noch ernsthaft Sorgen gemacht wegen dem Personalmangel in der Hotellerie. Mittlerweile sei die Situation entspannter. Und mehr noch, die Wintersaison sei ziemlich gut gewesen und auch der Blick in die Zukunft, der ist optimistisch. Stefan Grossniklaus, wir sind hier im Betrieb, im Espen in Grindelwald. Das Wetter ist nicht so schön, aber Grindelwald ist proppenvoll, hat man das Gefühl. Wie ist die Stimmung bei euch jetzt gegangen?
Also die Stimmung ist im Moment eigentlich sehr gut. Wir haben eine gute Auslastung, nicht nur in Grindelwald, sondern in allen alpinen Destinationen. Wir haben einen sehr guten Winterstart im Dezember oder Januar. Sehr erfreuliche Zahlen, die wir schreiben konnten, auch dank dem guten Wetter, das lang andauernd war. Der Februar ist, wie gesagt, gut. Wir hoffen auch, oder wir wissen auch, dass der März, also bis Mitte März, sehr gut aussieht. Und am Schluss nachher noch das Open Air Ende März. Also wir werden einen Top-Winter haben dieses Jahr. Jetzt hat er gesehen, die alpinen Destinationen, denen geht es gut im Moment, den anderen in dem Fall ein bisschen weniger. Ja, leider. Es hat sich noch nicht abgezeichnet, dass es dort wirklich einen Aufschwung gibt. Wir hoffen jetzt wirklich, dass der Sommer einigermaßen über die Bühne geht, mit auch internationalen Touristen. Da hoffen wir jetzt wirklich, dass es dort langsam aber sicher auch wieder ein bisschen anzieht. Vor ein paar Wochen hat er noch sehr Sorgen gemacht in Sachen Personalmangel, wegen Quarantäne und Krankheitsfällen. Wie ist die Lage im Moment? Hat sich ein bisschen gebessert. Es ist natürlich nicht von einem Tag auf den anderen vorbei. Zum Glück hat man jetzt die Quarantäneregelung abschaffen. Das hat uns sehr geholfen. Es hat immer noch Leute, die infiziert sind, die in Isolation sind. Das wird es immer geben. Krankheitsfälle hat es gegeben, wo Leute nicht arbeiten konnten. Mitarbeiter sind ausgefallen. Aber die Quarantäne ist jetzt zum Glück aufgehoben worden. Und ja, es ist immer noch der Personalmangel ist wegen dem nicht vom Tisch. Also wir haben immer noch zu wenig Leute in unserer Branche und machen es jetzt einfach mit denen, die wir haben. In der Hotellerie hat man mit dieser Zertifikatspflicht gut arbeiten. Es hat zwar einen kleinen Mehraufwand gegeben, aber ich hoffe natürlich auch, dass Gastronomie, also nur Restaurants, Bars, Diskotheken, dort jetzt wirklich massiv entlastet werden, dass der Mehraufwand wegfällt mit dieser Zertifikatskontrolle. Wir wissen noch nicht genau, in welche Richtung es geht, aber es geht sicher in die richtige Richtung. Im Moment ist ja die Sportwoche, darum bleiben wir in den Skigebieten, aber auch sonst in der Region schauen wir mal, wie das Wetter aussieht. Einen ganz genauen Blick gibt es in wenigen Momenten mit unseren Kollegen von Meteo News. So viel für heute. Mehr spannende Artikel findet ihr auf jungfrauzeitung.ch und uns gibt es morgen am Abend wieder um die gleiche Zeit auf dem gleichen Sender. Einen schönen Abend wünsche ich euch. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Das ist Ihr Jungfrau-Zeitungswetter fürs Berner Oberland. Ich heisse Sie ganz herzlich willkommen und grüße Sie heute mit dieser wunderschönen Aussicht an die Eiger Nordwand. Ja, hinter der Störung von Nacht auf heute dehnt sich heute zunehmendes Hoch zu uns aus und trocknet die Luft langsam ab. Ab morgen befinden wir uns unter Hochdruckeinfluss. Und so starten wir morgen überall im Oberland mit viel Sonne und blauem Himmel in den Tag. Dazu messen wir rund -5 Grad in Interlaken, -6 Grad am Morgen in Meiringen und in Grindelwald gibt es -9 Grad zum Tagesstart. Auch am Nachmittag bleibt die Sonne die Hauptdarstellerin und strahlt von einem wolkenlos blauen Himmel. Wir messen am Nachmittag rund 7 Grad in Thun, 7 Grad gibt es auch in Gstaad und bis zu 5 Grad messen wir in Adelboden. Das Hoch Holm, das baltet seinen Einfluss auf unser Wetter noch bis in der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag. Das heisst, wir können uns auf viel Sonne freuen, bis uns dann am Freitag eine nächste kleine Störung erreicht. Der Freitag der zeigt sich wechselnd bis stark bewölkt mit Schauer und Schnee bis in tiefere Lagen. Aufs Wochenende erwarten wir dann wieder Nebel oder tiefen Hochnebel in den tieferen Lagen in den Bergen. Dort bleibt es voraussichtlich recht sonnig. Wir halten Sie natürlich auch weiterhin auf dem Laufenden. Bis dahin wünsche ich Ihnen nur das Beste. Machen Sie es gut und bis gleich. Ade miteinander.